Rosemarie. Hallo, hallo Katrin. Ja, was hast du denn da dabei? Da habe ich als Stirnband, das haben früher die Kühe zwischen die Horn reingekriegt und dann sind da die Stränge eingehakt worden und so sind sie eingespannt worden und haben da noch das gezogen. Hin praktisch am Stirnband geschoben. Am Stirnband der Kopf drückt und so haben sie den Wagen mitgezogen. Aha, also man hat gar nicht immer geil gehabt. Nein, das sind Kuh, also das hat man bei den Kühen gehabt noch. Aha. Da sind sogar noch Dinger drin, da hat man auch ein Leitseil machen können, aber also das sind halt nur die alten Sachen, was man aufgehoben hat. Ja. Und die sind ja auch da vorne schön verziert. Ja. Waren die mal richtig schön? Richtig, das was war ist noch weg? richtig schön, aber das ist halt mit der Zeit auch abgeschafft worden. Natürlich. Wie alt ist denn das ungefähr? Oh, das weiß ich nicht. Also meine Schwiegerleute haben der landwirtschaftliche Betrieb, die haben ja geheiratet 1928 und dort haben sie noch auch den landwirtschaftlichen Betrieb gehabt. Aber ich glaube, dass das dort schon alt gewesen ist. Aha. Aber die haben also noch zuerst mit Kühe gefahren und haben also so mit Stirnband bis nachher die Kummer sind auch. Aha, Kummet hat man erst später Das gehabt. hat man erst später gehabt, also das ist älter wie die Kummet. Und was haben die Leute für einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt? War da alles dabei? Ah ja, da haben sie Kühe und Geil haben sie gehabt, Sei, alles. Was so dort Mode gewesen ist, was man alles gehabt hat. Ja. Und was haben sie alles gehabt? Bloß Äcker oder? Äcker und einen Wingert haben sie gehabt. Aha. Ja, der ist heute noch also im Betrieb. Gut. Aber sonst, also, ja, man hat halt alles angebaut. Dort ist das noch so gewesen, dass man nicht bloß irgendetwas gehabt hat, sondern ist also das Ganze alles angebaut worden. Und auch Also im Betrieb. Korn, Frucht. Ja, Was so? Kartoffel, Zuckerrüben. Also Angerscha hat man für das Vieh gebaut. Und Zuckerrüben, die hat man ja noch verkauft, da hat man agitiert und so und die andere Sache halt, was man so braucht hat. Also auch ein Acker oder wahrscheinlich auch im Garten dann das Gemüse. Ja, Gemüse im Garten. Das hat Zwiebel. man, aber das hat man später noch auch vom Acker abgepflanzt. Wenn man noch mehr braucht hat, was man nicht mehr im Garten bauen hat können. Aha, und haben die Schwiegerleute auch schon Gurken gehabt? Auch die haben Gurken agitiert, haben Annahmen gehabt für Hengstenberg. Aha. Und da ist also, haben die Leute da Gurken abgeliefert, die sie gehabt haben. Da hat man anmelden müssen, wie viel Arbeit man macht und nachdem ist also das noch gemacht worden. Und wie lange haben ihr das noch gemacht? Oh, das haben wir noch. Bis eigentlich Hengstenberg die kleine Agentur geschlossen haben. Die haben auch bloß noch hektarweise anbauen wollen, wo noch die Gurken mit den Fliegern gezupft worden sind. Von Hand hat man noch keine mehr gezupft. Also hat man die kleine Agentur, die haben auch Hengstenberg gerne mehr gewählt. Und da hat man sie noch. Und Aber das ist, ich weiß nicht mehr. In den 80er, in den 90er? Ja, so rum. Also das haben wir noch angenommen. Da haben wir quasi eine Annahmestelle gehabt und dann sind die Leute gekommen Ja, mit ihren... und mit ihren Gurken und dann hat man da, in den letzten Jahren hat man noch eine Sortiermaschine gehabt und da hat man sie drüber laufen lassen. Und vorher haben sie es halt schon daheim sortieren müssen. Und dann ist aber noch, das ist also von den Hengstenberg gestellt worden und dann ist das, wo sie noch die Agentur geschlossen haben wir auch aufgehört mit Gurkenbauen. Ja, eigentlich bloß noch ein paar für den eigenen Bedarf. Eigenen Bedarf. Und du kochst immer noch Gurkenei, oder? Ja. Was für Sorte machst Die kleine, also das sind ja so zwischen 6 und 9 cm so ungefähr. Die kleine Gurke macht man ein. Und was hast du da für ein Rezept? Was tust du mit rein? Ich tue halt Würzessig, Kräuteressig und Salz und Zucker ein bisschen. Also Zucker und Salz und dann halt Dillkräuter rein und Peterle ein bisschen und einfach so, dass es einen guten Geschmack hat. Super. Und da tut man es noch. Und die Gurke, Ei. die kommen da immer sehr gut an, gell? Ja. Zum Vesper. Doch, das kann man immer brauchen.
Also, danke, dass du erzählt hast. Bitte. Tschüss. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.